gehen heim zu dir und meine Haberei. Traum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal stehen die alten Meisel, sie gingen mir so. Die anderen wollten grad so da, du. Ich bin schon ganz pathetisch, in San Francisco aus Nestani. 4 Tage hocken mehr, Oslo im Bruder Luftballon. Die blasen her zu mir, dass ich was so von dir will. Shabadaba. Ich hab die geringt, hab die verlassen, da war ich jung und blöd, da haben die Steine auf der Gasse mit Bus und Soleo. Geht die noch heim von da, die Bus und Soleo. Geht die noch heim von da weg. Dankeschön. Wir fühlen uns sehr geschmeichelt, dass in der Pause eigentlich keiner gegangen ist. Das sind nicht weniger geworden. Lang war es die Pause, gell? Ja, ich weiß, aber ich bin ins Schwadronieren gekommen über die Musik. Und die Armen haben sich das jetzt auch rufen müssen. Leider, tut mir leid für euch. Aber meine Herrschaft, wir wollen nicht vergessen, weswegen wir auch hier sind, nämlich des Weines wegen. Sehr zum Wohl. Und dass wir ein bisschen einen Bildungsauftrag erfüllen. Der Spritzer hat immer Saison. Hat immer Kassen, der Spritzer in Wien so bekannt. Aber das ist eine alte Erfindung eigentlich. Und da gibt es ja sogar von Johann Wolfgang von Goethe gibt es ja sogar ein Gedicht drüber. Weil man muss sich das vorstellen, zu Zeiten, wie der Geheimrat noch nicht so geheim war der Wein auch leibend, aber halt nicht so bekömmlich. Das heißt, im gehobenen Alter hat man den Wein nicht mehr so gut vertragen, also hat man ihn mit Wasser vermischt. Nicht? Das war, damit man besser vertragt. Nicht? Das war leibend. Nicht? Heute das zu sagen, da trinkst halt keinen mehr, früher hast du gesagt, da mal ein bisschen, dann ist er nicht mehr so schlimm. Nicht? So. Und da gab es in die Situation, der Goethe ist gesessen in einem Weinkeller, ob es Auerbachskeller war, weiß ich nicht, aber im Keller halt. Und hat einen Wein getrunken mit einem Wasser gemischt, also einen gespritzten sozusagen. Und da ist er irgendwas am Nebentisch oder halt daneben sind Studenten gesessen und die haben sich lustig gemacht über diesen Philister, diesen alten Mann, der den Wein nicht pur vertragt. Nicht? Da haben sie halt lustig gemacht. Und daraufhin hat er was auf einen Zettel geschrieben, so die Geschichte, ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber hat das auf einen Zettel was geschrieben, hat das in den Wirten gegeben und gesagt, gibt es einer um da in einen Rotzburmen. Und dann hat er diesen Zettel umgeliefert und drauf stand geschrieben: Das Wasser macht stumm, das beweisen die Fische. Der Wein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische. Und weil ich beides nicht will sein, mische ich Wasser mit Wein. Und darum, ich sage von Spritzen nur in Goethe weg. So, wenn man mich begrüßt mit einem im zweiten Teil, ja, das ist noch was da gut schmecken. Thomas Mahlzeit. Also eine. Zwei Buschgraf auf den ganzen Tisch. Die anderen zwei habe ich schon drin gegessen. Ich verstehe. Na gut, wir haben als nächstes Lied, weil wir eben schon geredet haben, so von diesen alten Zeiten, wie wir angefangen haben, ja, haben wir als nächstes Lied uns überlegt, auch so aus diesem Urrepertoire, das wir gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, nein, weil
dann sind wir draufgekommen, wir kennen das nicht mehr. Für die gut, servus, ein paar, bleib anständig, das ist mir das Wichtigste. Und darum haben wir gesagt, spielen wir eins, was wir kennen aus dieser Zeit. Und da war eins dabei, was immer gewünscht wird, mit einem falschen Titel. Also das Lied heißt, es klingt wie ein Märchen aus Wien. Ja. Und kein Mensch bestellt das so, oder kein Mensch wünscht sich das Lied so, sondern immer nur, okay, spielen wir ein Tisch und eine Bank. Und der Punkt ist der, das Lied, wenn, dann im Refrain heißt es eine Bank oder ein Tisch. Aber das ist so eine Wiener Besonderheit, das war immer, und wir haben früher nicht, haben die Leute gesagt, kannst du das, ein Tisch und eine Bank? Und wir haben dann daheim geschaut, Noten, und haben gesucht, ein Tisch und eine Bank, kein Lied gefunden, gar nichts. Ne? Und dann hat einmal irgendeiner das Lied gesungen, eine Bank und ein Tisch. Sag ich, yes, wie heißt denn das Lied? Sagt er, na, eine Bank und ein Tisch. Sag ich, passt, da haben die Noten gesucht, eine Bank und ein Tisch. Wieder nichts gefunden. Ne? Weil das Lied heißt, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Also der Titel, warum auch immer. Aber eine Bank und ein Tisch. Oder halt, wie es viele wünschen, ein Tisch und eine Bank. Da musst du halt durch. In die Tour. In die Tour, jawohl. Vom herrlichsten Glück auf der Welt, die Großmutter Märchen erzählt, die Kinder, die sitzen voll Andacht dabei und trinken mit den vergangenen Mai. Ein Bilderbuch vom Leben Wien, uns Großmutter blättert darin. Mein Kinder, das könnt's nicht verstehen, die Zeit meiner Jugend war schön. Eine Bank und ein Tisch mit einem Bibeln drauf, alles wäre Lied und die Schrammen spielen auf. Am Adel ins Meiergaserluft mit leuchtenden Augen, so blau wie die Nacht, verschwiegen das Platzen zum Küssen grad recht, aber er dem Herzen gern zu reden möcht. Die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Platzen zum Küssen grade, aber der dem Herzen gern so reden möcht. Die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Gibt es doch, die Liebeslieder, die wienerisch? Naja, ist ja klar. Nein, es gibt schon. Es gibt noch ein Liebeslied. Das gibt's. Naja, wenig. Mein Lieblingsliebeslied ist mir alles so auf so viel wie ich zum Beispiel. Das ist eines der schönsten Liebeslieder. Was soll man nur? Pass auf, dann machen wir ein Wienerlied, also ein Liebeslied reigen, was uns herausfordert. Ich muss ja vorher was trinken, was? Blaue Tinte. Ja, ja. Vergiss den Glasscheiben tanzt nicht, ja? Ja, nein, der kommt noch.
Das sind aber viele Wünsche auf einmal. Ich bin überfordert. Ich gehe sammeln und gehe heim aus. Schau, jetzt tut's da. Nein, brauchst du nichts mehr spielen. Na, pass auf, nein, gar nichts. Wir fangen mit Taschler, mit dem Instrumentalstück an. Das ist gut, ja. Der Patrick hat geschrieben ein Lied für den Taschler. Und ich muss da die Ruhe einmahnen. Ich muss da ein bisschen Ruhe einmahnen. Ein bisschen. Wir spielen jetzt ein Taschler-Lied. In Patrick eine Eigenkomposition für den Taschler. Heißt, der Patrick ist ein sehr kreativer Mensch, das heißt beim Taschler. Heißt beim Taschler. Aber es ist ja so, also mir gefällt ja der Tanz wirklich unheimlich gut. Da ist ja mal, man sieht, also Patrick, man sieht es ja nicht an, aber manchmal, ja, er kann schon auch was. Geht weiter. Mir persönlich gefällt das Stückel wirklich sehr, sehr gut, weil es kennt wirklich ein uralter Markt. Es kennt vom Schrammel höchstpersönlich, könnte das geschrieben sein. Und ich spare normal mit meinen Lobhudeleien für Patrick. Nicht, weil er mir heimführt, sondern es stimmt wirklich. Also beim Taschler ein Stück in C, glaube ich. Am Anfang. Ja, ich brauche immer nur den ersten Akkord. Der Rest ergibt sich im Gespräch. Man wird sehen. Schlecht gemacht, dass mir die Hand nachher weh tut, war ihm wurscht. Ich weiß auch nicht, das wäre nur ein F gewesen zum Schluss. Aber nein, kann schon was, er kann schon. Wenn wir schon F sind, machen wir gleich einen Sprung weiter.
Ich bin schon wieder vom Thema Liebe weg. Gell? Wir kommen schon wieder hin vielleicht. Schauen wir mal. Gibt's da Echo oder was? Der hat die Musik mitgeschrieben. Da vom Fernsehen schon. Das war was, ne? Vom Fernsehen. Das war was. Wenn einer vom Fernsehen da ist und keiner kriegt es mit. Das war's halt nicht. Ja, beim Ackerl weiß man es nicht, da hat immerhin eine Kamera da stehen. Nicht? Aber das ist ja heute. YouTube ist ja viel handlicher, nicht? Das Fernsehen. Nicht? Kostet nichts. Gut, also als nächstes, wir bleiben in F, eine Komposition wieder von Karl Hodiner, auch in unseren ersten Repertoire, also nicht im allerersten drinnen, aber doch, es war relativ schnell im Repertoire, weil der Hodiner Karl von uns doch ein bisschen ein Mentor war und ein Idol. Und da haben wir mal gespielt, das war, da haben wir dann schon ein bisschen mehr gehabt, da waren wir auch schon, haben wir schon einen kleinen Namen gehabt und da haben wir gespielt, ich glaube in Spittelau war das in diesem Konzertsaal und es war ausverkauft, oder zumindest es war voll halt, sagen wir es so. Und wir gingen auf die Bühne und wer sitzt da im Publikum? Der Hodiner. Das ist ein Servus, nicht? Weil doch, weißt, wir haben uns geehrt gefühlt, einerseits, andererseits war es gemütlicher gewesen ohne, weil dann hättest du nicht so eine Anspannung gehabt. Nicht? Aber jetzt ist er da gesessen und hat gesagt, jetzt müssen wir uns zusammenreißen auch noch. Nicht? Das haben wir, der Abend wird hart. Und dann haben wir ein Lied für ihn gespielt und alle Leute waren wirklich begeistert, also es gab Standing Ovations und alles mögliche. Nur der Hodiner selber hat relativ verhalten reingeschaut, hat nicht sehr euphorisch applaudiert und hat mit versteinerter Miene ist er aufgestanden, langsam. Die Leute haben alle zu ihm geschaut, nicht, was ist los? Nicht, wir haben natürlich zu ihm geschaut, ich zu dem Zeitpunkt ernsthaft überlegt, ob ich nicht fertig studieren soll, weil die Musikkarriere kannst du aufzeichnen. Irgendwas haben wir falsch gemacht, wir wissen nicht was. Ne? Und natürlich, alle waren ganz gespannt, was ist los. Und wir haben geschaut zum Hodiner, die Leute haben geschaut zum Hodiner und in diese Stille, und da hast du eine Stecknadel fallen lassen können. In diese Stille sagt der Hodiner eine, Burschen, so schön habe ich es ja gar nicht geschrieben. Das war so lieb von ihm damals, das war Oder? Wir waren entspannter und ihr könnt es mir glauben, der Rausch nachher, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Wann war das? 25 Jahre her, sag ich mal so ungefähr. Und das Lied war das Vogel am Baum. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm im Mai, die Bock sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Hosen her, ein Fink frisst der Fliegen, aber ich pfeife nicht dran. An der Arbeit denk ich nicht einmal wie ein Drang, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Dann kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja da spring ich für Freude. Was brauch ich schon mehr? Zwei Egeln schon fest in die Männer hinein. Bei Sorgen sich möchte ich einiges sein. Und noch ein paar Busseln, sag ich geh schön heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, lass es zwitschern. Ich bin nicht jung, So, ich einen Applaus verdient, der Patrick. Jawohl! Eines Tages hinter vor mir, sagt, dass ich da keiner gehört da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest, sieht wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Das ist ein Hochschlag, das ist der Vogelhändler.
Geübt, der Verlot, oder? Ja. Endlich einmal geübt, weißt du? Und was? Das Vogel war schon drin. Ja, für einen Offen ist nichts ausgegangen, also der Vogel, dann wöhnen sie dich eingesperrt. Der Kanari. Und dann waren wir schon beim Jazz und Rodinau war natürlich ein großer Einfluss, vor allem auch für mich, weil ich halt ein großer Jazzliebhaber bin. Und der Manfred ist ja auch ein großer Jazz-Fan, nicht nur Wienerlied-Fan, sondern auch Jazz-Fan und ein großer Sammler, also groß, so groß wie du halt bist, aber von der Sammlung, also ein begeisterter Sammler von Schellackplatten, eben Wienerlieder und Jazz und so weiter. Und da habe ich gesagt, nein, Und mehr. und mehr natürlich. Ja. Und jetzt habe ich gesagt, wenn ich Manfred ein Lied schreibe, dann muss das ein jazziges Wienerlied sein. Und dann habe ich geschrieben mein Lied mit dem Titel, wie heißt das? Gleich neben der Kirche. Weil einfach nur jetzt so, weil beim Taschler gibt es ja schon. Ne? Aber ich gesagt, gleich neben der Kirche eine jazzige Nummer, aber irgendwie eine Wiener jazzige Nummer für den Manfred geschrieben. Aber ich muss mich bemühen. Ich muss mich bemühen. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Herriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen wieder die alten, echten Wienerlieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glück drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Herriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten, echten Wienerlieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Jetzt sagen sie mir die Da liegt der Herriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten, echten Wienerlieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit.
Das ist da kann man Wamperlau gleich das Land. Aber irgendwann müssen wir den Leben wieder. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Das müssen wir mal wieder. Das stimmt. Das gehört mal wieder, dass die Leute wissen, was los ist auf der Welt. So schaut's aus. Es gefällt mich sehr, wenn es euch gefallen hat. Jetzt, ja, eigentlich wenn man von Liebesliedern geht, gell, aber ja, wir lieben den Taschler ja. War eher Liebeslied. Das ist ein echtes Liebeslied von Wien. Stimmt. Ja, aber es ist ja wirklich so, wir haben, wie man so gespielt, so bei so Festivals, so Volksmusik aus der Welt, also Weltmusik, World Music Festivals. Ne? Und das ist schon eine leibende Sache, weil da kommst du ja zusammen mit Musikern aus der ganzen Welt. Und oft, wenn das jetzt wirklich so ist, was sie Afrika oder aus dem asiatischen Bereich oder Südamerika, da haben sie dann oft Leute, also richtige Volksmusikanten von dort, die ihr Lebtag noch nicht irgendwo auswärts waren, ne? Die auch die einfach nur ihre Musik machen und so weiter, und trotzdem, du kannst dich wunderbar verständigen mit denen, obwohl wirklich sprachliche Barrieren nicht einmal bestehen, weil es keine Barrieren sind, sondern einfach, du verstehst die nicht. Das geht halt nicht. Aber musikalisch geht es, und da haben wir dann einmal so eine Situation gehabt, da sind wir so zusammengesessen, quasi après, ne? Das war nach der ganzen Geschichte, und einige von den Musikern, Flamenco-Musiker waren dabei, Fado-Musiker, Tango, weiß nicht, ne, alles mehr, und dann ein paar Asiaten waren, ein paar Afrikaner und so weiter. Und da haben wir es dann so gesagt, jeder spielt jetzt hetzhalber ein Lied, was besonders repräsentativ ist für seinen Musikbereich. Ne? Und da sind wir drauf gekommen, also 99% ist gegangen um die Liebe. Also immer die unerfüllte, die unglückliche unerfüllte Liebe. Der ganzen Welt geht es um nichts anderes. Das ist die ganze Zeit. Und dann ist aber gekommen an Wien. Nicht? Und bei uns ist es halt so, im Wienerischen, du singst vom Weih oder vom Tod, nicht? Aber die Hollywood, die Schaukel ist zum Hochwin. Der Bausatz ist schon da. Und auf jeden Fall, das haben wir so, ist herumgegangen, Liebe da, Liebe dort, und das, und der hat sich umgebracht wegen der Liebe, und der hat sich umgebracht, und da hat sich sie mit umgebracht, und der andere hat gleich alle heimgetragen, gleich die Familie, und alles immer so weitergegangen. Und dann ist es gekommen zu uns, und da haben wir gesagt, wir spielen jetzt ein Lied, da können wir eigentlich nur in ein Refrain. Aber ist ja wurscht, das war eh schon so viel los. Nicht? Und wir haben dann folgendes Lied gespielt, repräsentativ für die Wiener, währenddessen hier die Liebeslieder nur so herum eingeschlagen sind. In was ist das eigentlich? G, Gustav? Ich glaube, ja. Ja, glauben hast nichts wie ist. Was haben die Leute einmal gemacht? Cäsar. Nur weiße Tasten. Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Weih war? Wer hat die Stimmung dann gebracht, das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein, und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein. Steht da einmal vor. Was haben die Leute einmal gemacht, so ohne Musik? Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als wie eine Musik allein? Da schaut aber in den Himmel hinein. Ich hab ein Stück altes Wien entdeckt. Dort hat sich die Wiener Gemütlichkeit versteckt. Dort rief in alten Spezi, die Freundeln, das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die nur ein Herz für die Wiener Musik haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest du ein Stückchen altes Wien. Menschen
Menschen sind wir alle, Völler oder jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle, Völler oder jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Kinder, füllt die Glaser an, wer weiß, was morgen ist. Trink mal jetzt, was liegt schon dran, ein Rätscherlos ist gewiss. Ein geschmackiges Bussel von meinem Schatz, was braucht das Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bring's nur ein Liter her. Was kümmert uns, was morgen ist? Bring's nur 5 Liter her. Das waren nicht jetzt 3 Lieder. Das erste war nur das, was wir gespielt haben. Wenn wir jetzt vom Wein gerade jetzt aufgehört haben, machen wir kurz mit dem Wein weiter. Wir arbeiten uns schon langsam zur Pause hin, zu einer wichtigen Pause. Warum wichtige Pause? Weil da gehe ich mit Kerl durch. Und das ist eigentlich der Teil der Musikveranstaltung, also der Teil, alles was wir jetzt machen, das ist das, was uns sozusagen erfreut. Und die Pause ist das, was uns auch ernährt. Und Wie viel steht der Viertel? Scheißen. Ja, wir machen zuerst mal, lass jetzt einmal in Patrick ein Lied singen. Ach so? Ja, nur um auszuloten, wie es ankommt. Wenn es gut ankommt, lasse ich die mehr singen. Wenn nicht, übernehme ich wieder. Es geht ums Körperl. Das ist jetzt kommt eine wichtige Phase. Da gibt es sicherlich so Firmen, die das genau analysieren. Nicht? In welche Zielgerade, welche Lieder, welche Aussagen, was muss genau passieren, dass die Leute am meisten dann zahlen. Nicht? Da gibt es sicher so analytische, da gibt es sicher Apps auch dafür. Und auf das natürlich wird rein wienerisch gesagt, wird natürlich von unserer Seite ja geschissen. Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es ist ja, ich bin halt ein Otterkring milieubedingt aufgewachsenes Kind. Groß geworden, also groß. Naja, meine Mama hat zu mir gesagt, wenn du groß bist, musst du arbeiten. Das muss schon hier machen. Ja. Aber also wir machen keine Analysen, sondern wir spielen eigentlich, bis wir Pause machen. Und dann gehen wir in Kerberl durch und freue mich wahnsinnig über die Großzügigkeit unseres Publikums, weil es eigentlich nicht schäbern lässt, sondern rascheln. Und, also da gibt es viele Punkte. Bitte Münzen durchaus auch erwünscht, aber nur wenn es halt Maria Theresienthaler sind oder Philharmoniker. Krügerrad ist auch leid. Ja. Zahngold bitte nur nach Absprache, aber auch möglich. Im Prinzip seit den Lockdowns eigentlich nicht mehr alles. Also, sogar wenn es da stand, die Altpapier überhaupt nicht mehr anschaut. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir arbeiten uns nur langsam hin zur Pause. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es sind eh fast nur Wiener da, oder so jetzt bitte verstehen, also im Großen und Ganzen. Weil es ist so, ich muss sich ja vorstellen, ich bin ja also meine Eltern sind ja Niederösterreicher, sind nicht aus Neunkirchen, nicht? Das ist da so ein Schneeberggebiet. Und der Vater ist nach Wien zum Arbeiten gegangen, nicht? Und da bin ich halt auf die Welt gekommen und mein Bruder sagt heute noch, ich bin die Mundelsau in der Familie. Das ist halt das Nesthäkchen, halt so. Ja, kann man auch sagen, aber er meint es anders. Und auf jeden Fall war es so, dass wir dort so in Otterkring am Fuße des Wilhelminenbergs sind wir aufgewachsen. Und die Mutter hat immer so, was der am Sonntag, wenn es schönes Wetter war, hat sie rausgeschaut beim Fenster und hat mir gesagt, schau wie schön das ist, wir müssen raus. Und ich weiß, mein Bruder, mir und mein Vater ist es furchtbar am Arsch gegangen, wir müssen raus. Was der jetzt ist Sonntag gemütlich, wir sind daheim, Vater zahlt ein Vermögen für die Wohnung. Warum sollen wir jetzt raus? Nämlich sinnlos. Wir gehen nur raus und kommen wieder zurück. Da passiert ja nichts. Das ist ja nicht der Foto, wenn wir angefressen, weil am 3 war oder am 2 war der Grand Prix Start, nicht? Formel 1. Und nein, schau wie schön es ist, wir müssen raus.
ich habe es bis heute nicht verstanden. Später als Erwachsener haben wir gedacht, nee, du kannst rausgehen, kannst zum Heirigen gehen, dann kannst du wieder heimgehen. Das geht. Aber einfach nur, dass du sagst, ich gehe raus und komme wieder zurück, sagst du, ja, wo habe ich jetzt die Welt verbessert? Ja, zum Heirigen gehen, genau, ja, genau. Aber so, na gut, wie auch immer, also es war so ein Tag, aber wichtiger, ich war vielleicht 4 Jahre alt. Die Mutter sagt, schau, wie schön das ist, wir müssen raus. Na gut, sind wir raus, angezogen, was die. Raus, mit dem Wienerberg herumgereut, geschwitzt, ja, Berg halt nicht, also Ding. Und dann war aber ein wichtiger Moment in meinem Leben als Wiener. Wie meine Mutter sagt, warte mal schnell. Warte mal schnell. Das ist Weltklasse. Na, wie schnell gewartet. Und wie ich so in rasanter Wartestellung war, hat der Vater gesagt, na, jetzt müssen wir aber schon langsam anzahlen. Und da ist mir klar geworden, Wiener sein ist eine Aufgabe. Und das hat sich dann bestätigt, wenn wir daheim waren und ich sage zur Mama, wann ist das Essen fertig? Und sie sagt, jetzt dann bald. Dann war mir klar, ich bin auserwählt. Also, nicht? Das ist und das war eine wichtige Zeit für mich. Und deswegen, und das sind diese Angaben, nicht? Wie zum Beispiel die Maßeinheiten. Nicht? Was ich jetzt ein Schlupferl, ein Wengerl, ein bisschen, ein Schluckerl, nicht? Oder bitte, wie viel ist zu viel, wenn es ums Arschlecken zu viel ist? Das frage ich mich auch. Und keiner hat noch genau definieren können, wie viel exakt der Arsch viel Leute sind. Hat man noch keiner sagen können, nicht? Aber der Wiener versteht es, der Wiener weiß. Nicht? Stimmt ja, nicht? Man sagt, der Wiener sagt auch oft, es passt schon. Es geht für Deutsche, ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, aber es geht für Deutsche oft gar nicht. So wie auf der Uni gemerkt, das sind ja viele Deutsche. Wenn mit ganzen Flüchtlingen, was bei euch nicht erzahlen, was die kommen zu uns immer studieren, nicht? Und dann haben wir es da sitzen, nicht? Und dann hast du ein Referat oder irgendeine Gemeinschaftsarbeit, Seminararbeit. Und dann sagst und ich erlaube mir dann irgendwann zu sagen, das passt schon. Alter. Noch besser ist, das machen wir schon. Das machen wir schon, ist noch ganz schnell. Das machen wir Wir schon. wissen, was da ist. Das machen wir, das passt schon. Das ist für, aber bei Salzburg geht das schon, gell? Ihr könnt es schon verstehen, aber nicht so wie die Wiener. Die Wiener können es zelebrieren. Weißt? Der Wiener kann das. Und deswegen, ich merke es ja schon, nicht? Ich habe die Pause angekündigt, aber es zahlt sich aus. Es ist gut, es ist gut. Und da weiß man nicht, kommt ein Lied, kommen 2, kommen 10, man weiß es nicht. Ne? Dann mach weiter. Na ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt lasst sie mal einen Schluck trinken. Trink schneller. Na, das lasse ich mir nicht sagen. Dann zieht es mir wieder langsam hin, weil wie ich sehe. Warte, ich reiß auf. Was machen wir? Ja, ein Lied, was, du kannst nur du interpretieren, ich sage das nicht. Wieso? Ja, weil mir das kauft das keiner ab. Ach so? Man kennt mich in dem Zustand nicht. Mir schon. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Tag. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was ein Besoffener auf der Gasse sucht. Da hat der Lackel bläht, was suchen sie auf der Rehe? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, wer anders find ich's nicht, nein, das spüre ich. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde, jetzt gröll ich dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt nie wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute glauben, ich lern gehen, weil ich auf alle 4 rumrutsch wie ein Baby mein Krawatten lutscht. Da kommt auch jeder Mann und schreit so laut er kann. Jetzt ziehen die Leute die Hund mit Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle 4, wer anders find ich's nicht, nein, das spüre ich. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde, jetzt gröll ich alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt wie wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen
doppler Wein. Oh, Messer, jawohl. Fängt er dann wieder an, die umeinander Gräulerei. Jetzt hab ich's gesagt! Aber so wie es ja in meiner Weinviertler Heimat im Weinviertel ist, was das ist. Wir kommen hin. Ja, klar. Patrick ist jetzt halt anders. Ja. Weil man kennt ja diese Kellergassen, nicht, im Weinviertel. Ein Eibis drüber der Patrick daheim ist, das ist ein bisschen anders, weil das ist quasi, das ist ein Keller. Also das ist, da gehst du, da kommst beim Ortsschild vorbei und hast 3 Promille. Du hast ja gar nichts gemacht, du fährst einfach nur, hin. Da hast du nicht einmal wem gerierst. Das ist nicht ganz falsch. Aber jetzt arbeiten wir uns wirklich in der Pause, deswegen spiele ich auch ein Lied mit thematischem Bezug zum Geld. Wie zum Beispiel das berühmte Wienerlied Money von Pink Floyd. 7/8-Takt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 7/8-Takt, das sind schon sehr nah, wirklich wahr. Weil nur der Wiener hat es bis jetzt zusammengebracht, dass er mit einem 3/4-Takt 1 Liter voll macht, verstehst du? Der Wiener schafft das, aber nur mit dem Wiener Walzer. Aber Pink Floyd war mit 7/8-Takt nicht weit weg. Und das wissen ja die wenigsten, dass Pink Floyd, wie es angefangen haben, ein Schrammelquartett geworden. Das weiß keiner. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Käse, da reise ich Bahamas, wenn's sein muss heißen. Doch wenn ich stier bin und nicht verdraht, da sagen die Madel alle, du bist nicht befahren. Wenn ich ein Geld hab, blinken die Wirten, die größten Schneurer und auch die Wirten. Doch wenn ich keins hab, bleib ich daheim, bei meinen Weibern und Raditan. Das ist wieder bei ja, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Edelgans, Landenfisch, wir Sarina übern Tisch. Ein Champagner noch dazu und der Traum bis in der Früh. Aber mit dem nächsten Lied wahrscheinlich, da wäre ich wirklich erwischen. Da finde ich, weil da wird's jetzt wirklich merken, was für ein armer Hund ich bin. Und eure Großherzigkeit, Großzügigkeit und euer Mitleid wird sie niederschlagen. Nämlich was so wahrscheinlich in einem Geldträger. Es war noch immer so, weil dieses Lied das nächste einfach dazu anregt, wirklich Mitleid mit mir zu empfinden. Weil ich glaube, mein Erb dann, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausende im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lange auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit, auf der er tötet. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Dankeschön! Dankeschön! Jetzt hol ich das Körbel. Und dann geht's weiter. Ja, dann spielen wir schon nicht das ganze Hirn jetzt dann auf, wenn wir zusammen. Wir spielen dann schon. Beim Wein darfst nicht fahren sein, beim Lied muss Skistart sein, sonst hast nur die halbe frei. Beim Plaudern muss lieb sein und beim Busseln lieb sein. Du willst das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, am schnellsten verfliegt noch.
eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals Fahrzeug und das Glück muss schön stark sein, noch das auch, weil sonst fliegst du davon. Sonst hast du die halbe frei. Beim Bladen musst lieb sein und beim Puzzle nicht lieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Rutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt uns eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals Fahrzeug, kommt das Glück, muss schön stark sein, noch nicht so, weil sonst fliegst du davon. Dankeschön, ja. Jetzt haben wir schon das reduziert, das Publikum, und euch schaffen wir auch noch. Aber ich sage, ja, das haben wir schon. Ein Lied fehlt noch für euch, gell? Schaffen wir schon. Was warten das ich automatisch in Schlafheizung habe. Das ist schon. Die Glasscham. Nein. Ja, schon auf Wunsch. Ja. Der Tänzbank. Ja, wir haben einige Wunschlieder erhalten und den Tänzwanke werden wir nicht erfüllen. Hätte das ausgehen sollen? Das ist der Ankel. Und die Glasschirmtanz natürlich immer. Das ist einmal ganz klar. Ein Lied aus der Unterwelt. Bin im Anschlag. Ich glaube, ein Dudeltour, wenn es so ist. Schaut gut aus. Ja, doch. Ja, ja. Nein. Da drum beim Rotzenstadel, da wohnt ein sauberes Madel, sitzt den ganzen Tag nur zwischen Fensterladeln. Und die noblen Herren, die kommen aus der Stadt und schauen, was sie dort zum Verklopfen hat. Und der Wassererscheine von der Jägerzeit, der lässt der Resser duschen und geht drüber Köln. Reißt er einen Gugel auf, den er was er rufen kann. Trat er ihm einen falschen Goden an. Auf der Gossen, der Mann und Bosch, schöne Frauen, schön verhauen. Wenn man sie nicht wegnimmt und bis auf die Gugel springt, reißt die Füße nicht und schreit da drunten beim Würstelbruder, bei der Geisterbaum, da suchen sie jetzt einen Tod, dass man sie fürchten kann. Ich habe eine Schwiegermutter, ja, die hat nichts zu tun. Und der war für die Hochen wie geboren. Und mein Haberer, der hat keinen Silbergulden. Nur einen Haufen Kinder und ein Pickel Schulden. Der greift keine Arbeit an, da ist er viel zu schwach. Ja, aber saufen tut er wie ein Mann. Auf der Gossen, der Malbosch, schöne Frauen, schön verhauen. Aber
Der gestutzte Fleckerlferdl hat 2 Resserrennen, die vom jeden Kupfer ihres Gerstl brennen. Wenn er meine schießt, das weiß auch jede gewiss, dass der Bozner vor ein Park nimmt fries. Auf der Goss, der Malbosch, schöne Frauen, Sköt verhauen, wenn man seine Wege nimmt, der Pies auf die Kugel springt, erstens fürst die Idee und schreit okay. Auf der Goss, der Malbosch, schöne Frauen, Sköt verhauen, wenn man seine Wege nimmt, der Pies auf die Kugel springt, erstens fürst die Idee und schreit okay. Dankeschön. Das amüsiert mich immer sehr, dass das Lied gerade Frauen wünschen sich. Immer wieder ist es so. Das ist ein Wahnsinn. Ja, bitte, gern. Schenk's gut, schenk's gut. Schenk's gut, du was sagen, schenk's gut. Immer. Schau da was an. Naja, jetzt müssen wir spielen. Nachdem wir die Zahners da sind, die anderen Zahners sind schon gegangen. Für die anderen Zahners müssen wir spielen. Die haben einen Weingarten am Biesenberg. Und einen Tuk-Tuk. 2 Tuk-Tuk. Ich war schon Tuk-Tuk, das weißt du. Ich war. Aber elektrisch meiner, das fährt nicht. Gescheiter ist ein Verbrenner. Aber. Dann sind wir die neuen Chancen auf. Ja, in Graf Karela, was glaubst du? Da wird Land, fahr ich auf und ab, Freitag komme ich rein. Und bergauf fährt er nicht so viel. Wenn er drauf sitzt, ist schon bei der Steigung. Ist schon voll drauf. Na was? Kannst schon mitreden. Den ganzen Grund schon gefahren. Nicht ein Neubert. Also in Weingart eine Eigenkomposition, weil ich bin ja dann der Liebe wegen nach Floridsdorf gezogen. Der große Liebe von das. Ja, 1,80 bald. Und da war es dann auch so, dass ich dann draufgekommen bin, was mich erschüttert hat, muss ich ehrlich sagen, was mich erschüttert hat, dass da habe ich dann entdeckt den Biesenberg, nicht? Was den Stammersdorf, Strebersdorf, Großjedlersdorf, da draußen, der Biesenberg. Super Weine, alles, aber ich habe dann entdeckt, es gibt kein Wienerlied über den Biesenberg. Das hat mich echt erschüttert, muss ich sagen. War im 10er Jahr, nicht? Im 10er Jahr war das. Oder ich weiß nicht, war es früher? Nein, war früher. Ich wollte irgendwas sagen, es klingt gut, wenn man sagt, im 10er Jahr. Wir sind ja schon in einer Zeitepoche, wo du das locker sagen kannst. Damals im 10er Jahr. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nein, da muss man ein Lied schreiben, das kann so nicht sein. Aber da muss ein Ottergänger kommen nach Floridsdorf, damit es ein Lied gibt über den Biesenberg. Das ist ein bisschen beschämend für drüben, aber ist es so. Und nachdem wir ja die Zauners am Biesenberg am Weingarten haben, wo wir ja auch schon einmal in Räuscherl uns anzücht haben, muss man natürlich, ja, nein, ich sag's wie es ist. Nein, da war keiner nicht. Sprichst du von der Hochzeit? Oder? Nein, ja, wir haben es so auch schon mal, nicht? Bei der Hochzeit haben wir uns zusammengerissen. Jetzt schon Party geworden, bist du nicht laufen musst. Na ja, doch, du redest noch viel. Ja, was Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin der Tier, der mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Reben dort beim Boxen zu. Ja, ich hab dort eine Hölle. In meinem Weingarten am Biesenberg. Dreht sich Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sind die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lernt das mir allein nicht kennt. Dort boxt, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trefferwein.
Applaus für Patrick, meine Herrschaften. Ich bin da gern, damit kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle geruht. In meinem Weingarten am Pieserberg. Der Transit wird noch recht oben nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen, hat sich über Wien einen großen Regenbogen in meinem Weingarten am Pieserberg. Das Fleckerlehrt, das mir allein nicht kennt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, es soll der beste Trefferl sein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, es soll der beste Trefferl sein. Jetzt machen wir was, jetzt machen wir ein Mashup. Jetzt machen wir ein Mashup. Was ist wieder Echo? Da oben habe ich keins gehabt, aber Der Raoul kann mich nicht hören. Der Schrank ist offen. Nicht mehr lang, aber nicht mehr lang. Wir haben jetzt machen wir ein Mashup, ein sogenanntes. Ja. Das heißt, eine der ältesten Schrammelpartien, die noch lebt, nämlich die Rolling Stones. Die machen wieder was, Ja, sowieso. Das ist quasi ein Blues. Kann man so sagen, ein Blues. Und man merkt gleich, dass es sehr wienerisch ist. Aber nur, dass es ein bisschen dass ich auch international bin, ein bisschen, was der. Englisch. When I follow the station, a suitcase in my hand. When I follow the station, a suitcase in my hand.
euch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.